Moin Leute, hallo YouTube, ich bin Adi, herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir reagieren auf Emily Furz Arschhaare und vor dem Partner Furzen Gameball Royal mit Phoebe, Revi und Chef Strobel. Hallo meine Lieben, ich bin beim Gameball Red Bull Event heute und Gameboy Royal. Ich sag immer Gameboy, ne? Gameball. ich stelle den Leuten mal so ein paar Fragen, die mich interessieren, auch vielleicht mal ein paar Tabuthemen ansprechen. Natürlich nichts Sexuelles, weil so eine bin ich nicht, ihr wisst, das macht Marc für mich, ne? Mein Kollege übernimmt das. Ja, wieso ich mein Mikrofon so komisch halte, deswegen meine Feuershow! Das Ding ist, ich Emily, was geht bei dir ab? Alles gut bei dir? weiß ja nicht, wie lange ich hier bleiben darf, weil hier sind sehr viele Security-Menschen und irgendwie mögen die mich nicht, ich weiß auch nicht Ah, die mögen mich nicht, Digga. Ich spray hier mit fucking Feuer durch die Halle, aber die mögen mich nicht so. wieso. Ja. Darf ich mich einmal kurz zu dir setzen? Oh, das ging in mein Arsch rein. Das geht richtig, das Teil hier ging richtig in mein Arschloch rein. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Sehr gut. Wer ist er, Chat? Ich hab den schon mal gesehen, aber ich weiß gar nicht, wer er ist. Prächtig, du. Ich bin ein bisschen am Schwitzen. Stink ich? Ja, okay, gut. Welchen Streamer findest du am unsympathischsten? Revinzeit. Fühlst du das, was er sagt? Ein sehr, sehr guter Call, ja. Er ist einfach unsympathisch. Okay. Ich weiß nicht. Also alle sind sympathisch, aber wenn ich einen picken müsste, so, dann auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Revinzeit, der sagt mir nicht so zu. Furzt du manchmal neben deinem Freund? Ja. Ja. Geil. Furzt du auch neben deiner Freundin? Natürlich. Und wie unterscheiden sich eure Ey, Chat, ich furz gar nicht. Ich mach das einfach nicht. Furze? Seid ehrlich. Also, Einer ist besser. Meine stinken nicht. Ihre brutal. Brutal. wer von euch kackt mehr? Nein, du. Digga, was sind das für Fragen? Wer von euch kackt mehr, Digga? What the fuck? Definitiv. Safe, definitiv. Welchen Streamer Ey, zweimal am Tag kacken ist gut. Zu wenig ist scheiße, zu viel ist scheiße. So. kannst du am wenigsten leiden? Ja, wirklich normalstes Emily-Video. Sei ruhig ehrlich. Wen findest du unsympathisch? Also Amma finde ich jetzt nicht so. Furzt du manchmal vor deiner Freundin? Klar, immer. Ja? Klar. Und? Wie riechen deine Fürze so? Ja, wie riechen deine Fürze? Nach Furz, obviously, I guess. Nach nichts. Ja doch, also sind die so eierlastig oder sind die eher so Abfluss? Gar nicht. Warte mal, sind deine Fürze eierlastig oder Abfluss? Meine Fürze sind eher so Bohne. Nichts. Versprochen. Alles klar, versprochen? Versprochen, die riechen nach nichts? Okay, komm. Okay, dann furzt mir jetzt ins Gesicht. Hier und jetzt, los. Ich glaube, Emily findet das actually geil. Welchen Streamer kannst du am wenigsten leiden? Schwierige Frage. Ich will, dass die meinen Namen sagen, aber ich bin kein fucking Streamer. Ich habe gerade schon Revinzeit gehört, ich wollte mich da einfach anschließen. Okay. Und wieso? Nicht so auf der Höhe, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht so sympathisch. Noah wird jetzt erstmal interviewt. Ich habe Fragen Digga, Noah ist schon wieder am Saufen. Wahrscheinlich war es so 2 Uhr nachmittags und der Dude schon wieder am Saufen. und die muss mir Aber Noah auch so geile Outfits. Noah sieht aus wie so ein Ghetto-Dude. Keine Ahnung, so ein Kollege von Finch asozial. ehrlich beantworten. Furzt du vor deiner Familie manchmal? Ja. Also schämst du dich nicht, wenn du da furzt? Also wenn du mit deiner Mama... Nee, vor der Familie furzt man nicht, Digga. Okay, von einem Bruder vielleicht, aber nicht vor der Familie. Also, Digga, Muttern furzen, Loki schon ein bisschen weird. Aber nur ein bisschen, Zum Chat. Beispiel in deinem Raum bist, furzt du da? Welchen Streamer findest du am unsympathischsten? Unsympathisch. Unsympathisch TV. Furzt du manchmal vor deiner Familie oder ist das so... Nee, ich gar nicht. Also ich mag sowas gar nicht, nee. Aber furzt du auch vor deiner Freundin? Nee, auch nicht. Aber scheißen? Tust du Scheiß? Tust du scheißen? Nee, ich scheiß nicht. Ist nicht so mein Ding. Mach ich nicht. Manchmal, also nicht immer, aber... Wie oft kackst du am Tag? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich will gar nicht wissen, wo dieses Mikrofon schon überall war, ne? Wenn die über das redet, ich will es gar nicht wissen. Unterschiedlich, je nachdem, was man halt isst, ne? Aber was ist so der Schnitt? Ich würde sagen, 1, 2 Mal schon. Same. Safe, Digga. Ey, scheißen also zweimal safe und auch überall. Chat, ich sag's wie es ist, ich scheiß überall. Ich scheiß im Zug, ich scheiß zu Hause, bei Kollegen, in der Schule, im Flugzeug, in einem Restaurant, ich scheiß überall. Leute, die nicht überall scheißen können, irgendwie ein bisschen sass. Wieso kannst du nicht scheißen? Scheiß doch einfach. Rein und einfach scheißen, Digga. So voll geil. Dann musst du dir voll Stress machen mit, ja, ich kann jetzt hier nicht scheißen, dann muss ich zu Hause, bla bla bla. Einfach scheißen, Digga. Safe im Zug scheißen.
Ich setze mich da drauf. Ich nehme ein Papier, einmal drüber swipen, reinschmeißen, scheißen, Digga. Okay, Chat, ich muss euch jetzt ein Video zeigen. Okay? Oh mein Gott, dieses Video, Chat. Guckt euch dieses Video an. Am Ohr habe und was ich in diesem Ohr nicht habe. Das ist ein Kollege von mir aus Basel. Ein fucking AirPod, der ist mir Sein AirPod ist ins Klo gefallen im Zug und guck, was er macht. reingehauen. Oh no. Komm da raus, bitte! Ich spüre ihn immer so ein bisschen, aber Digga, das kannst du vergessen. Digga, er geht doch richtig mit dem Finger rein, als wärst du eine Frau. Mann! Es ist nasty as fuck, wieso lang ich in einen fucking Zug-WC, aber mein AirPod ist da reingehauen. Ich kann. Ja. Hat er uns nicht Döner gekauft? Nee. Alter! Das passiert einmal im Leben. Stopp! Digga, und dann überflutet das Becken hier? Stopp! Nein! Gib mal fucking Dann nimmt er hier Seife. Schum! Und dann ist der Seifenspender kaputt, dann geht er ins nächste WC. Kaiser, was ist los? Hey! Dann geht die Tür zu, schließt sich die Tür. Hey! Geht dann ins nächste WC. Endlich. Ich habe gerade dem Kontrolleur von meiner Geschichte erzählt. Und? Er hat gerade dem Kontrolleur von seiner Geschichte erzählt. Er hat mir einen Getränkegutschein geschenkt. Dankeschön. Digga. Bro, der funktioniert ja nicht mehr, oder? Also entweder bin ich dumm, aber der funktioniert ja gar nicht mehr, der AirPod. Aber geiles Video. Grüße gehen raus, Flavio. Ich mag Papa Platte nicht so gerne. Der ist ein bisschen unsympathisch, ich mag den nicht. Und wieso? Ja, ich finde den ein bisschen unsympathisch und allein der Name Kevin. Hier sind sehr viele Security-Menschen und irgendwie mögen die mich nicht. Ey, denkt ihr, dass Emily ADHS hat? Ich glaube nicht, oder? Ob ich bei meiner Freundin wohne? Nee, ob du neben mir furzt. Aus dem Arsch. Ach so. Ja, immer. Ja? Ja, gibt nichts Besseres. Und furzt sie vor dir auch? Ja. Und wie unterscheiden sich eure Fürze? Wir haben relativ wenig Würze. Aber ich würde sagen, meine ist ein bisschen besser. Ich würde mir eine Schulnote 1- geben und ihr 2+. Oh. Hä? Kommt auch manchmal Landbild? Manchmal. Aber nur. Ich fühl's. Aber nur manchmal. Nur in den ja, besten. bei mir auch nur manchmal. Hast du denn auch so Bremsstreifen? Oh mein Gott! Ja! Digga, Emily? Alles gut bei dir? Welchen Streamer findest du am unsympathischsten? Oh, du musst jetzt einen sagen. Trimax? Oder du Trimax? Ey, Digga. Trimax bester Streamer, wirklich. Trimax bester Mann. Wie oft kackst du am Tag? Einmal, wirklich. Einmal, aber so dann Nach dem Frühstücken. nach dem Frühstück. Echt? Also krass, der hat sogar ein Timetable bei seinem Arschloch. Morgen bist du so Mondkacker. Aber abends, als ob du abends nicht scheißt. Nein, nie. Immer Ey, Digga, das kannst du doch nicht steuern, wann du scheißt. Du musst einfach scheißen, wenn du scheißt. morgens, nach dem Frühstück. Also ich muss mich immer vorm Schlafengehen einmal entleeren komplett. Wirklich? Aber wieso? Wie kommst du auf diese Fragen? Wieso? Weil ich halt muss. Es ist Rhythmus, Routine. Aber nur morgens? Ja, einmal am Tag. Seit locker 10 Jahren. Okay. Seitdem ich so in diesem Schulalltag drin bin. Digga, wie kann man sich so gut mit Scheißen auskennen? Ich weiß gar nicht, wann ich scheiß. Ich scheiße einfach dann. Weil in der Schule kacken nicht so geil. Furzt du vor deiner Freundin? Ich hab noch eine. Oft? Furzt du manchmal vor deinem Freund? Ja. Ja? Okay, geil. Furzt du auch manchmal vor ihr? Andauernd. Ey, wie geil. Fühl ich voll. Hast du Arschhaare? Nee. Nee? Okay. Also machst du die weg? Nee. Okay. Wie oft kackst du am Tag? Einmal. Einmal? Oh, ich auch. Manchmal auch zweimal, aber einmal. Digga. Die connecten so. Wie oft scheißt du? Einmal. Ich auch. Oh, ich mag dich. Willst du mein Freund sein? Dann so richtig. Okay. Ja, cool. Welchen Streamer Digga, ich bin wie so ein NPC durchgelaufen hinten. hier findest du am unsympathischsten? Ich weiß ganz genau, wen sie im Kopf hat. Ich weiß es ganz genau, wen sie im Kopf hat. Anna kann das. Ist Marc ein Streamer?
Eggers? Ja, das streamt ab und zu. Oh mein Gott, sie sagt Marc Eggers. Die Story ist, Chat, Hannah hat in diesem Moment Marc Eggers wirklich gehasst, weil Hannah war eigentlich Ersatzspielerin und sie war eigentlich gar nicht geplant, dass sie mitspielen darf. Dann war sie Ersatzspielerin, aber Marc hat dann irgendwie so gesagt, ja nee, sie darf jetzt nicht spielen, weil irgendwas. Und die hatte so einen Hass auf Marc, aber ich glaube, das weiß Marc bis jetzt noch gar nicht. Die hatte wirklich einen Hass auf Marc. Und sie sagt jetzt hier wirklich, das heißt, es ist nicht mal Spaß. Marc Egger, ja, da ist halt Wahrheit drin jetzt, die ist wirklich sauer. Ja, dann Marc Eggers. Furzt du neben deinem Partner? Ja. Oh, sympathisch. Direkt heiraten. Direkt. Achso, du bist der Partner. Okay, hi. Dann die Frage auch an dich. Furzt du neben deiner Partnerin? Ob ich neben ihr wohne? Nee, ob du neben ihr furzt. Ach so. Ja. Ach so, wohnst. Deshalb wohne. Wohnst du nicht deine... Furzt du... Digga, okay. Ja? Wie lange hat es gedauert bei euch, bis ihr dann so voreinander gefurzt habt? Halbes Jahr. Digga, was sind das aber für Fragen eigentlich? Aber wenn sie jetzt... Ey, Bruder, ich habe heute so eine Idee. Lass mal ein Video machen mit so... Wir fragen die Leute, ob sie Furzen vor ihren Partner und Arschhaare haben. Das ist ein geiles Video. Zum Beispiel kacken. Gehst du manchmal rein mit einem Zähneputzen oder ist das schon so separat? Das glaube ich eher separat, aber also wenn man normales Geschäft macht, dann ja. Aber bei dem anderen wäre ich auch lieber alleine, glaube ich. Ja. Okay, nice. Danke für deine Ehrlichkeit. Sympathisch. Welchen Streamer kannst du am wenigsten leiden? Am wenigsten? Revi. Gut. Furzt du denn von deiner Familie? Ja, ich weiß, ich kenne ja Emily. Emily ist immer so drauf. Tatsächlich auch gar nicht. Auch gar nicht? Aber schämst du dich oder aus Respekt? Erstmal. Und welcher Streamer ist am unsympathischsten? Ja, Digga, Emily Furz, weil die hat mich gefragt nach dem Interview und dann sagt sie einfach, oh nee, da ist Revi, geh wieder raus. Die geht nur auf Abos. Nur auf Abos. Die geht nicht nach Geld. Weil ansonsten, Digga, hätten die Schweizer einen Vorteil. Aus Respekt. Aber ja, auch etwas aus Scham. Aus Scham, ja. Krass. Also auch nicht vor deinen Geschwistern? Und Tatsächlich gar nicht. Ich finde das voll interessant. Wenn, dann aber nur... Ja, man merkt, dass Emily dieses Thema interessant findet. Alleine. Hast du... Ja, ich bin nachtragend. Emily, ich werde dir wahrscheinlich das nächste Mal auch gar nicht mehr Hallo sagen. Arschhaare, sei ehrlich. Aber ich bin wenig behaart allgemein. Also hast du Arschhaare? Ja, ein bisschen. Aber nicht so. Rasierst du die weg? Ey, Digga, Chat, ich habe schon gute Arschhaare. Also da ist wirklich schon, da ist was los. Oder wachst du die weg oder wie machst du das? Nee. Also gar nicht, lässt du da. Ich erwarte ja keinen Besuch. Oh, stark. Okay. Ich hoffe, heute Abend hast du einen Grund, deinen Arsch zu rasieren. Furzt du manchmal von deinem Freund? Nachts ungewollt. Nein, sonst nicht. Sonst nicht? Okay. Und furzt du manchmal vor ihr? Auf jeden Fall. Ja. Wie er das so sagt. Ja, auf jeden Fall. Macher bist du. So. Ich weiß, du bist voll fertig für das Spiel. Du hast das ganze Ding rasiert, Bro. Furzt du vor deiner Familie? Nein. Gar nicht? Auch nicht vor deinen Geschwistern? Doch, ja. Ja, okay. Also aber vor Eltern nicht? Nö. Nee? Nee, vor Eltern furzen, Digga, ist auch mega weird. Aus Respekt oder Scham? Oder? Nur wenn mein Bruder Aber im Stream, Digga, wenn 30.000 Leute zugucken, dann mache ich das schon. da ist, dann schiebe ich es auf ihn. Achso, okay, ja, perfekt. Oder auf deinen Hund wahrscheinlich, ne? Ich habe Angst, dass meine Mutter einen zurückschallert. Fühl ich. Furzt du vor deinem Partner? Welcher Partner? Wenn du einen hättest, würdest du vor ihm furzen? Ja, safe. Ja, und furzt er auch vor dir? Wenn du einen hättest, ja? Also, früher oder später. Ja, 30.000 Zuschauer, Chat. Arschhaare. Hast du? Nein, natürlich. Ich check jetzt nicht, wo der Cap ist. Warte mal, ich guck mal. 31.000 Zuschauer, krass. Normal, okay. Perfekt. Ja, ich auch. Ich hab auch keine, aber nicht von Natur aus. Also ich sorge dafür, dass ich dann halt keine dann hab. Ne? Okay. Hi, ich bin Emily. Hi. Hi Sebastian, hi. Furzt du vor deinem Partner? Ja, ich scheiße sogar davor. Okay. Wie oft kackst du am Tag? 2,5 bis 3 Mal, ich hab Liste. Hast du Arschhaare? Ja. Rasierst du die, epilierst du die oder wachst du die oder lässt du die wachsen? Manchmal rasieren, aber meistens einfach so, wie es ist, ne? Also findest du es vollkommen legitim, dass eine Frau, die zum Beispiel jetzt dein Arschloch leckt, auch deine Arschhaare im Mund hat? Danke für dieses Interview. Perfekt, danke. Gut. Vor diesem Interview hat es mich weggeschickt. Ich merke mir das. Emily, ich merke mir das. Dann hätten wir wohl alles jetzt geklärt, oder? Perfekt. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Super sympathische Menschen. Ich sag mal so, wenn man seinen Partner liebt, dann kann man auch mal vor dem Partner furzen, ne? Aber ich respektiere auch alle, die es nicht tun. Ich respektiere auch alle, die nur einmal am Tag kacken. It's alright. Ich respektiere auch...
Ey, ich respektiere auch die nur... What the fuck ist mit meiner Stimme? Ich respektiere auch die nur einmal am Tag kacken. Ich finde die schon unsympathisch, aber ich respektiere die. Alle, die halt keine Arschhaare haben, ne? Kann ja nicht jeder so cool sein wie ich. Ja, ansonsten würde ich sagen, viel Spaß noch. Gerne das Video liken, teilen, kommentieren. Und auch an meine Streamer- und YouTuber-Kollegen, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auf das Video reagiert. Und jetzt noch einmal ein kleines Feuerchen, weil ich unbedingt rausgeschmissen werden will. Ich will halt nicht einfach so gehen, ich will halt rausgeschmissen werden. Emily, meiner Meinung nach schon deutsche Mark Eggers. Gutes Video, guckt vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal.